SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Freitag, der 14. August, das sind unsere Themen. Die EU will schärfere Sicherheitsregeln im Güterverkehr auf der Schiene. Der Anstoß dafür kommt aus der Schweiz, nach dem Unfall im Gotthardtunnel vor 3 Jahren. Das Seilziehen im Bundeshaus um die EU-Verträge geht in eine nächste Runde. Die Außenpolitikerinnen und Politiker im Ständerat stellen sich hinter die verhandelten Maßnahmen zum Lohnschutz. Vor 5 Jahren haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Für Frauen hat sich die Situation seither dramatisch verändert, berichtet bei uns eine junge Ärztin in Kabul. Und in der palästinensischen Musikszene ist eine hitzige Debatte darüber entbrannt, wie politisch palästinensische Musik sein soll. Palestinians who lived in the diaspora then, they were disappointed by us because we did not sing Free, Free Palestine, Free, Free Palestine. Schon in den 80er Jahren waren die Leute in der Diaspora enttäuscht, dass wir nicht Free Palestine gesungen haben, sagt die Musikerin Camilla Schubran. Vor 3 Jahren war es, im August 2023, als ein Güterzug im Gotthardtunnel entgleiste. Ein Radbruch war die Ursache. Die Folgen? Eine Tunnelröhre war während eines ganzen Jahres komplett gesperrt, mit entsprechend enormen Einschränkungen im Güter- und Personenverkehr und mit hohen Kosten. Der Sachschaden belief sich auf rund 150 Millionen Franken. Um solche Fälle künftig zu verhindern, hat dann das Bundesamt für Verkehr zusätzliche Sicherheitsvorschriften eingeführt, auch für Züge aus dem Ausland. Das sorgte für rote Köpfe in der Güterverkehrsbranche, vor allem auf europäischer Ebene. Nun aber zeigt sich, Europa geht einen ähnlichen Weg wie die Schweiz. Was ist da passiert? Das habe ich unseren EU-Korrespondenten Matthias Strasser gefragt. Also die Schweiz ist nach dem Unfall auf 2 Ebenen tätig geworden. Einmal hat sie für sich selber schärfere Sicherheitsregeln verabschiedet, mehr Kontrollen gefordert. Das würde sich natürlich auch in Europa auswirken. Der Güterverkehr ist ein internationales Geschäft und die Schweiz, die hat mit ihren alten Tunnels da eine sehr zentrale Infrastruktur. Diese Schweizer Regeln, die sind aber im Moment noch vor einem Gericht hängig und noch nicht in Kraft deswegen. Und weil das Geschäft eben international ist, gab es auch einen europaweiten Austausch der Aufsichtsbehörden. In der Schweiz ist das Bundesamt für Verkehr. Da hat man sich ausgetauscht eben mit den Partnern europaweit und immer mit der Zielsetzung, dass man eben eigentlich auch eine europäische Lösung bräuchte für dieses Sicherheitsproblem im Güterverkehr und eben nicht eine Schweizer Lösung, die dann über die Grenze hinauswirken würde. Dieses europäische Gremium, das hat nun nach langen, intensiven Diskussionen einen Schlussbericht verabschiedet und der ist sehr, das kann man sagen, nach dem Geschmack der Schweiz verfasst. Die Wagenhalter, also die Eigentümer von Güterwagen, die werden künftig verstärkt in die Pflicht genommen. Und von welchen Maßnahmen sprechen wir da konkret, die nun in Europa umgesetzt werden sollen? Im Kern geht es um bestimmte Typen von Rädern, die eben im Güterverkehr immer noch oft eingesetzt werden. Die sollen künftig stärker kontrolliert werden. Es geht dabei um Räder, die mit Bremsklötzen gebremst werden. Das ist eine Belastung für die Räder, weil die sich dann aufheizen. Und abhängig davon, wie alt diese Räder sind, wie abgenutzt, sollen die eben künftig öfter und vor allem genauer kontrolliert werden. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie beim Auto. Je mehr Kilometer der Wagen drauf hat, desto öfter ist in Zukunft eben ein Service nicht nur fällig, sondern auch vorgeschrieben. Und dann, auch das ist neu, gibt es auch Vorgaben dazu, wie groß diese Räder mindestens sein können. Auch das ist ein Faktor, eben, der dazu geführt hat, dass dieses Rad gebrochen ist. Europa schwenkt nun also ein auf die Schweizer Linie. Ist das ein Sieg für die Schweiz? Es ist sicher ein Erfolg für die Schweiz. Das anerkennen auch Aufsichtsbehörden in EU-Mitgliedstaaten, die da jetzt mitdiskutiert haben. Die Schweiz ist vorgeprescht und hat jetzt europaweit eine verschärfte Regelung erreichen können. Beim BAV heißt es, man hätte die zusätzlichen Maßnahmen zwar gerne noch etwas schneller gehabt und wäre da und dort auch gerne noch etwas weiter gegangen. Aber man ist schon auch sehr zufrieden heute. Unfälle, die bereits passiert sind, heißt es, die hätten wohl mit diesen Regeln verhindert werden können, heißt es heute beim Bundesamt für Verkehr. Und was heißt das nun für die Sicherheit im europäischen Güterverkehr?
Also diese Maßnahmen, die in diesem Schlussbericht stehen, das sind zunächst einmal nur Empfehlungen. Die müssen noch umgesetzt werden. Wer sich also morgen ans Gleis stellt an der Gotthardbahn, der ist wahrscheinlich immer noch demselben Risiko ausgesetzt, wie das bisher der Fall war. Diese Maßnahmen, die sollen jetzt europaweit umgesetzt werden in verbindliche Regeln. Das passiert in den einzelnen Mitgliedstaaten eben durch diese Behörden, die da zuständig sind. Die verbindlichen regelmäßigen Kontrollen der Güterwagenräder, die sollen ab 2027 kommen. Bis Ende des Jahres 2027 sollen dann alle diese betroffenen Räder einmal kontrolliert worden sein. Also ja, es ist ein Schritt hin zu mehr Sicherheit, wie ihn sich die Schweiz eben gewünscht hat, auch wenn das jetzt noch ein wenig dauern wird. Die Branche, die da mit zusätzlichem Aufwand jetzt konfrontiert wird, die ist da sicher weniger zufrieden und die wird wahrscheinlich auch an ihrem Widerstand festhalten. Sagt EU-Korrespondent Matthias Strasser. Warum die Direktorin des Bundesamts für Verkehr diese europäische Einigung als großen Erfolg für die Schweiz wertet und ob die neuen Regeln tatsächlich einen weiteren Unfall wie jenen im Gotthardtunnel verhindern können, das sehen Sie heute auch um 7:30 in der Tagesschau. Das Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche in Frankreich kann nicht in Kraft treten. Das französische Verfassungsgericht hat das Gesetz für ungültig erklärt. Thema in den Nachrichten mit Marco Koller. Das Verbot für alle unter 15 Jahren sei ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Meinungsfreiheit, sagt das Verfassungsgericht. Nicht alles, was das Gesetz verbieten wollte, sei zwingend schädlich für die Jugendlichen. Das Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche hatte das Parlament letzten Monat beschlossen. Es gilt als eines der wichtigsten innenpolitischen Anliegen von Präsident Emmanuel Macron. Frankreich sollte das erste Land in Europa werden, das ein solches Verbot einführt. Urteile des französischen Verfassungsgerichts können nicht weitergezogen werden. Macron teilte aber sogleich mit, das Gesetz solle neu formuliert werden. Ein Bergführer ist vom Regionalgericht Thun wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Das Gericht sieht ihn als Hauptverantwortlichen für ein Lawinenunglück im März 2023 bei Meiringen. Damals waren 2 Jugendliche von einer Lawine erfasst worden und ums Leben gekommen. Der Bergführer habe die Wahl der Abfahrtsroute nicht genügend den herrschenden Verhältnissen angepasst, sagt das Gericht zur Begründung. Es verurteilt den Bergführer zu einer bedingten Geldstrafe und zu Genugtuungszahlungen für die Eltern der Jugendlichen. Den Co-Leiter der Skitour hat das Gericht freigesprochen. Das Urteil kann noch weitergezogen werden. Die Waadtländer Staatsrätin Valérie Dietli hat den Rückhalt ihrer eigenen Partei verloren. Das Präsidium der kantonalen Mitte-Partei teilt mit, man werde Dietli nicht unterstützen, falls sie bei den nächsten Regierungswahlen im Februar antritt. Man unterstütze Dietli noch bis zu den Wahlen, danach solle es einen Neuanfang geben. Dietli will in den nächsten Tagen bekannt geben, ob sie bei den Wahlen nochmals antritt. Gegen Dietli gibt es schwerwiegende politische und juristische Vorwürfe. Sie wehrt sich gegen alle Vorwürfe und wirft der eigenen Regierung vor, ihr das verfassungsmäßige Recht auf rechtliches Gehör verweigert zu haben. Die Schweizer Wirtschaft ist im 2. Quartal dieses Jahres stark gewachsen. Zu diesem Schluss kommt das SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft, in einer ersten Schätzung. Demnach wuchs die Wirtschaft von April bis Juni um 1,5% im Vergleich mit dem 1. Quartal dieses Jahres. Von Januar bis März lag das Wirtschaftswachstum noch bei 0,4%. Laut dem SECO hat vor allem die Chemie- und Pharmabranche zum starken Wachstum beigetragen. In mehreren Regionen Europas kämpfen Einsatzkräfte zurzeit gegen Waldbrände. Beim kroatischen Ferienort Omiš sind mehr als 2000 Menschen vor einem Waldbrand in Sicherheit gebracht worden. Die Flammen zerstörten dort Häuser und Autos. Dutzende Menschen wurden laut lokalen Medien verletzt, eine Person kam ums Leben. In Deutschland breitet sich in der Nähe von Aachen ein Feuer aus. Etwa 1800 Menschen mussten sich am frühen Morgen in Sicherheit bringen. Und in Großbritannien brennt es an verschiedenen Orten. Im Zentrum von England, in der Region der Stadt Birmingham, haben die Flammen mehrere Häuser zerstört. Dann die Börsendaten von 18:09 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt heute bei 14.391 Punkten. Das ist ein Minus von 0,6%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu 93,97 Rappen gehandelt. Den Dollar gibt es für 81,17 Rappen.
Und noch das Wetter. Heute Abend ist es meist sonnig. Über den westlichen Bergen kann es zum Teil gewittern. Auch morgen Samstag ist es oft sonnig, trotz Wolkenfeldern. Am Nachmittag gibt es über den Bergen dann stellenweise Regengüsse oder Gewitter. Die Höchstwerte liegen morgen um 33 Grad. Der Schutz der hohen Schweizer Löhne gehört zu den großen Knacknüssen beim Vertragspaket zwischen der EU und der Schweiz. Und genau dieser Lohnschutz droht, das ganze Vertragspaket ins Wanken zu bringen. Anfang Woche haben die Wirtschaftspolitikerinnen und Politiker des Ständerats Entscheide getroffen, die im Widerspruch stehen zum fertig ausgehandelten Vertrag. Nun aber waren die Außenpolitikerinnen und Politiker an der Reihe in ihrer Kommission und sie geben nun Gegensteuer, lenkten das Vertragspaket wieder auf Bundesratslinie. Aus dem Bundeshaus Dominik Meier. Zufrieden sind heute die Befürworterinnen und Befürworter des Vertragspakets mit der EU. Zum Beispiel SP-Ständerätin Franziska Roth. Ich bin erleichtert, dass der Versuch derjenigen, die das Gesamtpaket zu Fall bringen wollen, jetzt hier in der Außenpolitischen Kommission gescheitert ist. Linke, Freisinnige und Mitte-Ständeräte haben fast geschlossen für die Bundesratslinie gestimmt, für das Verhandlungsresultat mit der EU beim Lohnschutz und für die Maßnahmen, über die Gewerkschaften, Kantone und Arbeitgeber im Inland verhandelt hatten. Wer das Vertragspaket wolle, sagt Mitte-Ständerat Benedikt Würth, könne gar nicht anders. Wenn man den bilateralen Weg wieder aktivieren will, dann muss man das Verhandlungsresultat akzeptieren. Alles andere führt zu einem Scherbenhaufen. Die EU nämlich dürfte für Nachverhandlungen kaum zu haben sein und die Gewerkschaften drohen mit einem Nein zum Vertragspaket, wenn das Parlament die Lohnschutzmaßnahmen antastet. Die 2 SVP-Vertreter und ein weiterer bürgerlicher Ständerat in der Außenpolitischen Kommission aber wollen vom Verhandlungsresultat abweichen. Konkret bei den Kautionen. Das sind Gelddepots, die Firmen aus der EU hinterlegen müssen, bevor sie in der Schweiz Aufträge ausführen dürfen. Gemäß dem neuen Vertragspaket müssten Firmen das Geld nur noch dann hinterlegen, wenn sie schon einmal gebüßt worden sind wegen Lohndumping. Das würde dem einheimischen Gewerbe schaden, sagt SVP-Ständerat Hannes Germann, und dagegen wehre er sich mit Gleichgesinnten. Wir haben einfach uns das Recht genommen, einzeln zu entscheiden über die Punkte, die uns wichtig sind, und hier sehen wir uns primär in der Pflicht gegenüber unseren Unternehmungen. Heute hat Germann verloren, Anfang Woche aber sah es ganz anders aus. Die Wirtschaftspolitiker des Ständerats entschieden in ihrer Kommission über dieselben Punkte. Dort aber stimmten zahlreiche Freisinnige und Mitte-Ständeräte mit der SVP und gemeinsam kippten sie die Änderung bei den Kautionen und strichen einen Vorschlag des Bundesrats, der den Gewerkschaften enorm wichtig ist. Der Vorschlag würde Personalvertreter in Firmen mit über 50 Angestellten bei Arbeitskonflikten besser vor Kündigungen schützen. 2 Kommissionen also haben vorberaten und Entscheide vorgespurt für den Ständerat. Nur sind sie sich völlig uneinig. Ja, es macht die Sache zumindest nicht einfacher, sagt SVP-Ständerat Germann. Es ist kein neues Phänomen. Außenpolitiker sind traditionell europafreundlicher als ihre Parteikolleginnen und Kollegen aus anderen Kommissionen. Nun müssen die FDP und die Mitte-Ständeräte entscheiden. Schließen sie sich im September, wenn der Ständerat als Ganzes entscheidet, ihren Außenpolitikern an oder ihren Wirtschaftspolitikern? Gespräche zeigen, es wird auf jeden einzelnen Ständerat ankommen. Hannes Germann, der europakritische SVP-Mann, wirbt für seine Position. Er hofft, dass die Mitte und die FDP eben auch noch sich für die Wirtschaft in diesem Land einsetzen und nicht nur das Gesamtpaket sehen und die Anbindung an die große EU. Benedikt Würth hingegen, der Mitte-Ständerat, appelliert an seine Kolleginnen und Kollegen, sie sollten den Blick auf das große Ganze behalten. Man muss entscheiden, ob man eine Lösung will oder ob man 20 Jahre weiter verhandeln will, soweit die EU überhaupt mit uns weiter verhandeln will. Kompromisse eingehen oder das Vertragspaket aufs Spiel setzen. Mitte- und FDP-Ständeräte müssen sich entscheiden. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht's bei uns weiter. Wie es ist, sich als junge Frau in Afghanistan zu bewegen, unter dem strengen Regime der Taliban. Warum palästinensische Rapper darüber streiten, wer für Palästina singen darf.
Welche Auswirkungen die Geopolitik auf der Ostseeinsel Gotland hat und was es für Bäuerinnen und Bauern heißt, wenn ihre privaten Quellen versiegen. Morgen Samstag ist es 5 Jahre her, dass die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan erneut die Macht übernommen haben. Kurz zuvor hatten sich die USA- und NATO-Truppen nach 20 Jahren Krieg überstürzt zurückgezogen. Seitdem die Taliban zurück sind, hat sich das Leben vor allem vieler Frauen und Mädchen in Afghanistan drastisch verschlechtert. Mädchen dürfen nur noch bis zur 6. Klasse zur Schule gehen, Frauen nicht mehr studieren und nur noch wenige Berufe ausüben. Auch ihre Bewegungsfreiheit haben die Taliban mit immer neuen Verboten massiv eingeschränkt. Viele Frauen haben ihre Zukunftsträume begraben müssen. Zum Beispiel die studierte Ärztin Amina. Südasien-Korrespondentin Marin Peters hat mit ihr gesprochen. Weil die junge Frau Angst hat vor Repressionen des Regimes, haben wir sowohl ihre Stimme als auch ihren Namen geändert. Wir erreichen Amina am späten Abend in ihrem Elternhaus außerhalb der Hauptstadt Kabul. Selbst in dieser geschützten Umgebung ist sie extrem vorsichtig, sogar am Telefon. Sie habe sich in eine Ecke des Hauses zurückgezogen, damit die Nachbarn nichts mitbekämen von unserem Gespräch, sagt die 25-Jährige. 5 Jahre nach der Machtübernahme durch die Taliban ist es gefährlich, über Frauenrechte nur zu sprechen. In keinem Land der Welt werden die Rechte von Frauen und Mädchen nach UNO-Einschätzung so unterdrückt wie im heutigen Afghanistan. In den letzten 5 Jahren erließen die Taliban mehr als 100 Dekrete, die ihre fundamentalen Rechte beschneiden. Amina erinnert sich noch genau an den Tag, an dem die Taliban zurückkamen. Sie habe damals Medizin studiert und sei schon sehr früh auf dem Weg zur Universität gewesen. Aber an diesem Morgen sei alles anders gewesen, sagt sie. Ladenbesitzer hätten ihre Geschäfte geschlossen, die sonst quirlige Stadt sei fast leer gewesen. Denn die Taliban näherten sich der Hauptstadt. Sie sei trotzdem in die Unibibliothek gegangen. Ein Mitarbeiter habe sie aber sofort nach Hause geschickt. Amina erinnert sich auch an den Rückweg in einen Außenbezirk von Kabul. Jubelnde Taliban-Kämpfer seien ihnen entgegengekommen. Jedes Mal, wenn sie in die Luft schossen, habe sie Angst um ihr Leben gehabt, sagt die junge Frau, deren Stimme bei der Erinnerung daran noch immer zittert. Die Angst ist geblieben. Einige ihrer 8 Geschwister hatten vor der Machtübernahme für internationale Organisationen gearbeitet. Sie wussten, dass sie unter den Taliban in Lebensgefahr waren. Um die Familie zu schützen, habe die Mutter alle Dokumente, Zeugnisse, Uni-Abschlüsse, Arbeitsverträge sofort verbrannt. Von dem, was sie in den letzten 20 Jahren aufgebaut hatten, blieb nur ein Häufchen Asche. Auch Aminas Lebensträume lösten sich von einem Tag auf den anderen in Rauch auf. Bis zur Machtübernahme hatte sie Medizin studiert. Als die Taliban anrückten, war sie im letzten Semester. Amina durfte noch einen Notabschluss machen. Die Zulassung als Ärztin bekam sie als Frau nicht mehr. Dabei gehören Gesundheitsberufe zu den wenigen, die Frauen im Afghanistan der Taliban noch ausüben dürfen. Heute arbeitet Amina im Geheimen für eine Organisation, die sich für Frauenrechte in Afghanistan einsetzt. Das sei im heutigen Afghanistan eine der gefährlichsten Arbeiten überhaupt, sagt Amina. Sie müsse sehr vorsichtig sein. Es sei schon gefährlich, nur das Haus zu verlassen. Als Frau müsse sie sich vollständig verhüllen und brauche auch auf dem Weg zur Arbeit einen Mahram, einen männlichen Begleiter aus der Familie. Ohne männlichen Begleiter würden Frauen an einem der zahlreichen Checkpoints angehalten und mit großer Wahrscheinlichkeit verhaftet. Das drohe auch Frauen, die für ihre Rechte demonstrierten. Viele würden festgenommen und dann hinter Gittern misshandelt, sagt Amina. Aus Angst vor willkürlichen Verhaftungen blieben viele Frauen daheim. Eine UNO-Umfrage bestätigt, dass viele Afghaninnen das Haus nur noch 1- oder 2-mal im Monat verlassen. Immer Angst zu haben vor Repression, vor willkürlicher Verhaftung, immer zu Hause zu sitzen, das hinterlässt Spuren. Unsere Psyche leidet, sagt Amina. Einem UNO-Bericht zufolge beschreiben 7 von 10 Afghaninnen ihre mentale Verfassung als schlecht oder sehr schlecht.
darunter auch viele der 2,4 Millionen Mädchen, die seit der Machtübernahme der Taliban ab Klasse 7 nicht mehr zur Schule gehen dürfen. 5 Jahre nach der Machtübernahme durch die radikal-islamistischen Taliban fühlt sich die junge Afghanin Amina von der Welt im Stich gelassen. Erst recht, nachdem die EU kürzlich Taliban-Vertreter in Brüssel empfing, um über Migration zu verhandeln. Das habe ihr wehgetan, sagt Amina. Mein erster Gedanke war, dass die Welt sich langsam an unser Leiden gewöhnt. Die Taliban haben Tatsachen geschaffen. Frauen wie Amina haben ihre Rechte verloren. Die Hoffnung, dass sie eines Tages zurückkommen, schwindet. Für Frauen gab es also klare Verschlechterungen seit der Machtübernahme der Taliban vor 5 Jahren. Maren Peters, jetzt bei mir in der Leitung. Wie ist denn allgemein die Situation der afghanischen Bevölkerung? Die ist sehr schlecht. In Afghanistan kommt vieles zusammen. Das Land ist in einer schweren humanitären Krise. Es gibt so viel Hunger wie noch nie, berichten Hilfsorganisationen. Außerdem gibt es viel zu wenige Arbeitsplätze für eine wachsende Bevölkerung. Millionen von afghanischen Flüchtlingen sind in den letzten 3 Jahren aus Nachbarländern wie Pakistan zurückgeschickt worden. Und das schafft natürlich noch mehr Druck auf die knappen Ressourcen. Afghanistan leidet auch unter den Folgen des Klimawandels. Wiederkehrende Dürren schaden den Ernten und zu allem Übel ziehen sich internationale Geldgeber immer mehr aus Afghanistan zurück. Hilfsorganisationen sind daher massiv unterfinanziert und das hat schlimme Folgen für die Bevölkerung. Die Hälfte der 48 Millionen Afghaninnen und Afghanen hat zu wenig zu essen, nur ein Bruchteil kann noch versorgt werden. 3,7 Millionen kleine Kinder gelten sogar als akut unterernährt. Nahrungsmittel sind also sehr knapp. Wie steht es um die Gesundheitsversorgung der Leute? Ja, auch die Gesundheitsversorgung leidet darunter, dass sich internationale Geldgeber zurückziehen aus Afghanistan. Gerade hat die Hilfsorganisation CARE 30 Kliniken geschlossen. Seit Jahresbeginn haben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sogar schon 150 Spitäler und Gesundheitszentren ihren Betrieb eingestellt. Und das heißt, viele Kranke müssen weite Wege in Kauf nehmen, um überhaupt noch behandelt zu werden. Und weil sich viele die Fahrt nicht leisten können, gehen viele erst spät ins Spital, oft zu spät. Gynäkologinnen, die berichten von schwangeren Frauen, die unterernährt und in kritischem Zustand ankommen, von Babys, die viel zu früh geboren werden und oft nicht mehr gerettet werden können, weil die Kapazitäten fehlen. Die Kindersterblichkeit ist in Afghanistan, die gehört zu den höchsten der Welt. Für viele in Afghanistan ist die Situation also dramatisch. Wie geht das Taliban-Regime damit um? Das Taliban-Regime scheint das wenig zu stören. Sie hält das Land oder das Regime hält das Land fest im Würgegriff. Nicht nur Frauen, auch andere Minderheiten werden unterdrückt, kritische Stimmen zum Schweigen gebracht. Vor wenigen Wochen zum Beispiel ist auch eine der wenigen Demonstrationen für Frauenrechte in der Stadt Herat brutal zerschlagen worden. Frauen landeten im Gefängnis. Es gibt immer wieder Berichte über Folter, Vergewaltigungen und willkürliche Morde. Und obwohl die Wirtschaft sich zuletzt wieder stabilisiert hat, wenn auch auf niedrigem Niveau, kommt das nur einer kleinen Minderheit zugute. Das führt zum Beispiel dazu, dass der Luxusimmobilienmarkt in Kabul boomt. Wenige Reiche können sich das leisten. Die große Mehrheit der Armen, die leidet aber sehr. Und eine Besserung dieser Situation, die ist nicht in Sicht. Vielen Dank für diese Informationen. Das war Südasien-Korrespondentin Maren Peters. Wer repräsentiert Palästina? Wer steht auf der internationalen Bühne ein für die weltweit gut 15 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser? Für einmal geht es hier nicht um Politikerinnen und Diplomaten, nicht um Krieg oder die Entwaffnung der Hamas, die israelische Besatzung oder den greisen palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, sondern um Popkultur. Denn diese Frage wird unter Palästinenserinnen und Palästinensern in Ramallah, der Diaspora oder in den sozialen Medien derzeit heftig diskutiert. Wer steht für Palästina oder besser, wer singt für Palästina? Auslandredaktorin Anna Trexel berichtet.
Saint-Laurent sitzt in einem Cabriolet und besingt die schönste Frau Beiruts. Es ist die libanesische Mega-Pop-Sängerin Haifa Wehbe. Die beiden cruisen im Video ihres Hits Mitsubishi durch die libanesische Hauptstadt, gehen shoppen und stemmen Gewichte im Fitnessstudio. So weit, so unpolitisch. Doch um Saint-Laurents Nacken hängt eine Kette mit Anhänger, der die Umrisse des historischen Palästinas zeigt. Und an seinem Arm prangt ein riesiges Tattoo. Jerusalem gehört uns, steht dort in arabischer Kalligraphie. Saint-Laurent, 25 Jahre alt, ist ein globaler Superstar mit palästinensischen Wurzeln. Er wurde in Jerusalem geboren und wuchs in Gaza auf, wo seine Eltern ein Hotel führten. Als er 7 Jahre alt war, zog seine Familie nach Jordanien. Studiert hatte er in den USA, von wo aus er auch seine internationale Karriere als Popsänger startete. Und diese führte ihn auf die größten Festivalbühnen der Welt und ins Cabrio von Haifa Wehbe in Beirut. Ist es angebracht, dass ein palästinensischer Musiker kommerziellen Pop macht, Autos und Frauen besingt, während in Gaza noch immer kein Frieden herrscht und die Lebensbedingungen im Westjordanland unter israelischer Besatzung immer schwieriger werden? Nein, findet der palästinensische Rapper Shab Jdid, der einen sogenannten Diss-Track veröffentlicht hat. Einen Song also, in dem er Saint-Laurent verbal attackiert und ihm Ausverkauf der Heimat vorwirft. Shab Jdid ist so ungefähr das Gegenstück zu Saint-Laurent. Er stammt aus Kafr Akab, einer isolierten, verarmten und überfüllten Kleinstadt im besetzten Westjordanland, umgeben von israelischen Checkpoints, häufiges Ziel von Razzien der israelischen Armee. Und diese Realitäten thematisiert er auch in seiner Musik. Wie politisch, wie patriotisch müssen palästinensische Künstlerinnen und Künstler sein? Diese Frage ist nicht neu. Auch die Sängerin und Musikerin Camilla Joubran wurde immer wieder mit ihr konfrontiert. In den 80er und 90er Jahren trat sie mit der palästinensischen Band Sabrin auf. I remember when I sang with Sabrine and we started to tour in the world, we had a tour in the United States. Wir tourten in der ganzen Welt, erzählt Joubran. In den USA traten wir vor der palästinensischen Diaspora auf und die war enttäuscht, weil wir nicht Freiheit für Palästina riefen. Aber wir hatten ganz andere Themen im Kopf. Und als ich vor einigen Jahren mit meinem Duo ein Konzert in Madrid gab, passierte genau dasselbe. Der palästinensische Botschafter war enttäuscht, weil wir nicht Free Palestine sangen. He was very disappointed from us because we didn't sing Free Palestine, etc. Joubran lebt seit mehr als 20 Jahren im französischen Exil und komponiert und singt zeitgenössische Musik in arabischer Sprache. Sie sagt, für palästinensische Kulturschaffende sei das Leben kompliziert. Sie alle stünden unter hohem Erwartungsdruck. Das bestätigt Fadi Badarne, der in der palästinensischen Stadt Ramallah als Psychologe und Radiomoderator arbeitet. Von palästinensischen Künstlern werde erwartet, immer patriotisch und politisch zu sein und für die Sache Palästinas einzutreten, sagt er. Palästinensische Künstlerinnen und Künstler werden genauestens beobachtet. Worüber singen sie und was posten sie auf den sozialen Medien? Rufen sie zum Boykott Israels auf? Feiern sie Partys, obwohl in Gaza Krieg herrscht? Und wenn ja, wo? Schließen sie Verträge ab mit internationalen Firmen, die für uns Palästinenser akzeptabel sind oder nicht? Es geht also um viel mehr als Songtexte. Und was ist mit dem Vorwurf, Saint-Laurent hefte sich das Etikett Palästina an, um damit Geld zu verdienen? I'm not shocked having somebody like Saint-Laurent using Palestine as a commodity. Dass jemand wie Saint-Laurent Palästina als Ware, als Marketingtool verwende, erstaune sie nicht, sagt die Sängerin Camilla Joubran. Doch andere täten das auch, etwa amerikanische Rapper oder Politikerinnen. So setzen sie sich auf ihre Art und Weise für Palästina ein. Wir können sie davon nicht abhalten und wir haben auch nicht das Recht dazu, sagt Joubran. Okay, can we stop them? Do we have the right to stop them? I don't think so.
Radiomoderator Fadi Badarne freut sich über diese Diskussion, die sowohl in den sozialen Netzwerken wie auch auf der Straße und in den Cafés rege geführt werde. Kunst müsse die Realität, die Politik und die Meinung der Leute abbilden, sagt er. Diese Debatte hat die Frage auf den Tisch gebracht, wer ein palästinensischer Künstler ist, wer Palästinenser ist und Palästina vertritt. Seiner Meinung nach tun das beide, Saint-Laurent, der globale Popstar aus der Diaspora, und der Rapper Shab Jdid aus dem besetzten Westjordanland. Anna Drechsel. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat Europas sicherheits- und geopolitische Situation in den letzten 4,5 Jahren auf den Kopf gestellt. Besonders spürbar ist das im Nordosten Europas, an der Ostsee. Nach dem Beitritt Finnlands und Schwedens zum Militärbündnis NATO hat sich auch die Lebenssituation für viele Menschen dort verändert. Zum Beispiel auf der größten Ostseeinsel Gotland. Von dort die Reportage von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Jeden Sommer besuchen Hunderttausende Gotland, eine Insel von 3000 Quadratkilometern Größe und mit einer Bevölkerung von 60.000 Menschen, mitten in der Ostsee. Välkomna till Almedalen. Manche davon nehmen Ende Juni am größten schwedischen Demokratiefestival Almedalsveckan teil, das seit Jahrzehnten eine Woche lang all jene versammelt, die in der schwedischen Politik etwas zu sagen haben. Dazu gehören Grundsatzreden aller im Parlament vertretenen Parteien. Für die mitregierenden Christdemokraten beispielsweise sprach die stellvertretende Ministerpräsidentin Ebba Busch. Liebe Almedals-Teilnehmende, ich freue mich so, zusammen mit euch an diesem größten demokratischen Treffpunkt der Welt mitzumachen. Hier treffen sich Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft mit Ferienreisenden, die sich für die Zukunft unseres Landes interessieren, betonte Busch und lobte den Rahmen, den Gotland dafür bietet. Und das nicht nur während einer Woche pro Jahr. In den letzten 30 Jahren sind inspiriert durch das Demokratiefestival schwedische und internationale Institute in der Inselhauptstadt Visby angesiedelt worden, die sich für Frieden, Menschenrechte und Völkerverständigung in der Welt stark machen. So zum Beispiel das Internationale Zentrum für Lokaldemokratie, das von Johan Lilja geführt wird. Unsere Gründung war eine Friedensdividende für Gotland. Nach dem Abzug der Militärs siedelte uns die schwedische Regierung hier in Visby 2008 als eine Art Kompensation an. Doch nun ist bald Schluss. Ende Jahr wird das durch den schwedischen Staat finanzierte Zentrum, das Gemeinden weltweit in ihrer Demokratiearbeit unterstützt, dicht gemacht. 20 Mitarbeitende in Gotland verlieren ihren Job. Ein weltweites Netzwerk geht verloren. Die schwedische Regierung verbreite nun, so Zentrumsleiter Johan Lilja, ein anderes Narrativ. Nun heißt es plötzlich, dass die lokale Demokratie und die Erfahrungen damit in Schweden nichts mehr mit unserer globalen Strategie für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu tun haben, sagt Johan Lilja, der Mühe bekundet, dieser Neuausrichtung inhaltlich zu folgen. Auf Gotland wird nun, wie hier auf dem Waffenplatz Tofta südlich von Visby, wieder geschossen. Schweden und die NATO üben einen möglichen Konflikt mit dem Nachbarland Russland. Die hochgerüstete russische Exklave Kaliningrad liege nur wenige 100 Kilometer von Gotland entfernt, warnt der stellvertretende Chef des schwedischen Militärs auf der Insel, Joakim Marklund. Wir üben nun nicht mehr einfach die Verteidigung Gotlands und Schwedens, sondern bereiten uns verstärkt auch auf offensive Einsätze gegen Osten vor, betont Oberstleutnant Marklund. Über 200 Jahre lang war Schweden neutral. Der radikale Wandel durch den Beitritt zur NATO im März 2024 wird nirgends so deutlich wie auf Gotland.
Ein großer Teil des seit 2020 verdreifachten schwedischen Militärbudgets fließt in die Entwicklung der Insel zu einem zentralen NATO-Stützpunkt mitten in der Ostsee. Truppen aus zahlreichen Staaten üben im jüngsten NATO-Mitgliedsland den Ernstfall, so in diesem Frühsommer im Rahmen des Großmanövers Aurora 26. Als ein Angriff von Osten mit Drohnen und Langstreckenwaffen auf Gotland simuliert wurde. Für die gotländische Bevölkerung ist diese neue Entwicklung ein zweischneidiges Schwert. Doch solange Russlands Krieg gegen die Ukraine weitergeht und Moskau in der Ostsee einen hybriden Konflikt gegen die NATO führt, wird sich die Kritik auf Gotland am neuen Kurs der schwedischen Regierung in Grenzen halten. Die populäre Ferieninsel Gotland mitten in der Ostsee gerät also ins Fadenkreuz der Geopolitik. Was heißt das für diesen abgelegenen Teil Schwedens? Davon handelt auch die aktuelle Ausgabe von International am Wochenende im Radio und jederzeit online als Podcast, zum Beispiel auf srf.ch/audio. Wasser aus privaten Quellen, das ist in vielen Randregionen der Schweiz gang und gäbe. Die Quelle versorgt Haus und Hof, wenn ein Anschluss ans öffentliche Trinkwassernetz nicht möglich ist. Die extreme Trockenheit in diesem Sommer führt aber dazu, dass viele private Wasserquellen nur noch wenig oder gar kein Wasser mehr führen. Die Schweizer Armee fliegt deshalb Wasser auf Alpwirtschaften. In anderen Gebieten müssen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer selber Wasser beschaffen. Was das konkret bedeutet, Regionalkorrespondentin Leonie Marti war im Gantrisch-Gebiet im Kanton Bern unterwegs. Das Plätschern des Brunnens vor dem Haus, es ist ein wichtiges Geräusch für Patrick Remy aus Riedern bei Riggisberg. Wenn du auf dem Land wohnst, so eigene Quellen hast du das irgendwie immer ein bisschen im Hinterkopf, plätschert es oder nicht. Wenn es dann nicht plätschert die ganze Nacht, wirst du leichter so ruhig. Bereits Anfang Sommer habe sich das Plätschern des Brunnens verändert. Das Jahr Ende Mai, Anfang Juni haben wir schon gemerkt, dass es massiv zurückgeht. Es ist jetzt seit 3 Wochen ist es relativ schnell ein Haufen zurückgegangen. Aktuell kommt noch Wasser, aber zu wenig. Kommt noch ein Dezi in Minute oder 2 Dezi, mehr kommt nicht mehr. Und sobald es ein Tier trinkt, ist es zu wenig, oder? Zu wenig Wasser aus dem Brunnen heißt auch zu wenig Wasser im eigenen Reservoir. 5000 Liter fasst das sogenannte Wasserei. Es befindet sich im Boden vor dem Haus. Eine eigene kleine Wasserversorgung. 12 Personen und mehr als ein Dutzend Tiere hängen daran. Ja, ohne Wasser. Das ist wichtig. Ohne Wasser geht nichts, sagt Katrin Balsiger, die mit Partner Patrick Remy den Landwirtschaftsbetrieb im Nebenerwerb führt. Sie halten 12 Pferde, im Sommer zusätzlich Rinder. Das Wasser stammt aus der eigenen Quelle, weiter vorne am Hang. Patrick Remy macht ein paar Schritte. Aber dann sehen wir die Quelle. Das Einzugsgebiet ist hoch, oder? Es ist eigentlich Gebeleck oben dran, quasi unser Wasserschloss von der Gemeinde. Das Wasserschloss ist trocken. Deshalb bleibt Patrick Remy nur der Gang zum nächsten Hydranten. Damit er Wasser von dort beziehen kann, musste er ein Gesuch bei der Gemeinde stellen. Es wurde bewilligt. Gut. Der Traktor und ein Anhänger mit 4 großen Wassertanks ist parat. Los geht's, den Hügel runter zum Hydranten in der Nähe des Dorfes. Es ist die 6. Fahrt in diesem Sommer für Patrick Remy. Als Bauer habe er zum Glück Wagen und Traktor, aber... Einfach zeitliches Management am Abend, nach dem Arbeiten zuerst in den Stall und dann musst du noch Wasser führen. Oder? Das ist einfach zusätzlicher Aufwand vor einer Stunde. Nach rund 10 Minuten Fahrt sind wir da. Beim Hydranten wartet Martin Beijele, der Brunnenmeister der Region. Er kümmert sich um die Quellen für die öffentliche Trinkwasserversorgung. Auch er hat noch nie so wenig Wasser gemessen wie in diesem Jahr. Es ist schon ein extremer Sommer. Aufgrund einfach von dieser fehlenden Niederschläge haben wir natürlich, das ist klar, oder? Die Quelle, irgendwann ist einfach das Minimum. Oder? Jetzt die Quelle, die wir im Wald haben, die hat noch 44 Liter. Und noch, in der Regel kommt 200. Patrick Remy öffnet mit einem Schlüssel den Hydranten. Vom Brunnenmeister gescheicht bekommen, dass ich diesen Tag brauche, diesen Sommer. Ja, wenn es noch länger geht, ja. Gibt es den Goldigen? Oder es tut der Seitenabgang ein bisschen auf, dass es nicht den Druck gibt. In der Mitte auf, jetzt spritzt das Wasser raus hier.
Wasser aus dem Tank statt aus der Quelle, das gebe es mehr und mehr, sagt der Brunnenmeister. Wenn es noch so weitergeht, wären noch andere Anfragen. Wir hatten letzte Woche schon 2, die gefragt haben, sie haben noch ein bisschen. Aber es wird zunehmen, wenn es nicht massiv regnet. Da sind wir bereits 500 Liter drin, oder? Das geht relativ schnell. Ja. 1000 Liter fast ein Tank. Mittlerweile sind die 4 Tanks gefüllt. Patrick Remy hängt den Schlauch ab. 4000 Liter, das reicht auch 5 Tage. Es geht wieder auf den Traktor. So, jetzt ist es ein bisschen warm hier im Moment. Und mit 4 Tonnen auf dem Anhänger den Hügel hoch. Ich hoffe es einfach schwer, dass es vor dem Winter, bevor es gefriert, in der Wohnung regnet. Weil wenn du das im Winter machen musst, die Strassen eisig sind, alles ist eisig und kalt und gefroren, dann wird das schon zum Problem, oder? Wenn du Wasser herführen musst. Zurück auf dem Hof füllt Patrick Remy das Wasser aus dem Tank ins eigene Reservoir. Wasser vom Hydranten, ist das nun die Zukunft im Sommer? Wenn es jetzt vielleicht nicht besser wird, in den nächsten paar Jahren, muss man sich Gedanken machen, ob man die Quellfassung neu macht. Probiert neu zu machen, wo man vielleicht auch ein bisschen Gefahr eingeht, dass vielleicht noch weniger Wasser kommt, je nachdem, was da durchläuft. Ja, das ist immer gefährlich, wenn man graben. Wichtig bleibt für Patrick Remy und seine Partnerin Katrin Balsiger in diesem Sommer eines: Wasser sparen, wo es auch immer geht. Wenn man bisselt, tut man halt mal nicht spülen. Dann tut man einmal im Tag spülen. Salat waschen, das Wasser, das im Becken ist, tut man wiederverwenden, gibt man den Blümchen, lässt man nicht einfach den Abfluss runter. Den Hof nicht mehr abwaschen, den Rost nicht mehr waschen. Wenn dann aus dem Brunnen Wasser nehmen, mit einem Kübel, wie früher mit einem Tüchlein waschen. Was wir nicht sparen können, und das darf man sicher auch nicht, ist, dass wir das Trinken minimieren bei den Viechern. Also die müssen wirklich an Eigentum zu trinken haben. Und was wir auch machen, ist den Igel Wasser herstellen. Damit auch die Igel bei Rickisberg durch den trockenen Sommer kommen. Die Reportage aus dem Gantrisch-Gebiet von Leonie Marti gehört im Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18:42 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Lukas Schneider, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.